aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Konrad II. Von Schlüsselberg, der mächtigste Ritter im Reich. Dies ist seine Geschichte. Der letzte Schlüsselberger. Ein Ritter wie aus dem Epos. Konrad II. Von Schlüsselberg, Ritter, Stratege, Haudegen. Konrad II. Von Schlüsselberg war einer der bedeutendsten Reichsritter des Spätmittelalters. Stratege, Feldherr und Haudegen, er galt als der mächtigste Ritter seiner Zeit. Sein Leben geprägt von kluger Politik, territorialer Expansion und tragischem Ende, ist beispielhaft für die Spannungen zwischen Reichsadel und aufstrebenden Fürstbistümern. Herkunft und Aufstieg eines Rittergeschlechts. Die Wurzeln der Schlüsselberger. Die Familie von Schlüsselberg entstammte dem edelfreien Adel des Heiligen Römischen Reiches. Ihre Anfänge lassen sich bis ins frühe 12. Jahrhundert zurückverfolgen. 1172 wird Eberhard von Greifenstein als Stammvater erwähnt. Aus dem fränkisch-Südtiroler Raum stammend, festigten sie ihre Macht durch Lehen des Bamberger Hochstifts. Als Stammsitze der Familie gelten die Burg Greifenstein in Südtirol und das Schloss Adelsdorf bzw. der Ort Adelsdorf in Mittelfranken. Vom Dienst an den Saliern zur Reichsunmittelbarkeit. Die Schlüsselberger standen früh auf Seiten der Könige. Im Konflikt zwischen Heinrich IV. Und Heinrich V. unterstützten sie letzteren und erhielten dafür Besitzungen in Preußen in Oberfranken. Der Aufstieg zur reichsunmittelbaren Herrschaft begann. Sie nannten sich fortan von Adelsdorf-Greifenstein-Kreußen. Gründung des Namens und des Territoriumsausbau zu Schlüsselberg. Die Errichtung der Burg Schlüsselberg bei Weichenfeld begründete auch den Namen des Geschlechts. Um 1216 taucht erstmals der Name von Schlüsselberg in Urkunden auf. Durch geschickte Heirats- und Lehenspolitik gelang der Aufstieg in den Hochadel mit Verbindungen zu den Burggrafen von Nürnberg, den Herren von Truendingen, Erben der Andechsmehanier, und der Landgrafen von Leuchtenberg. Konrad II., der Aufstieg eines Reichsritters. Geburt und frühe Jahre. Konrad II. Wurde wahrscheinlich 1277 auf der Burg Schlüsselberg geboren. Seine Mutter ist unbekannt. Sein Vater war Eberhard V. von Schlüsselberg. Sein Großvater Ulrich III. Kämpfte an der Seite Rudolfs von Habsburg gegen Ottokar von Böhmen. Eine prestigeträchtige Verbindung, durch die anzunehmen ist, dass Konrad am Hofe zu Wien ausgebildet wurde, wo er gut möglich auch den jungen Herzog Ludwig von Bayern, dem späteren Kaiser Ludwig IV. Kennenlernte. Aufstieg im Dienst Ludwigs des Bayern. 1295 wird Konrad II. Erstmals urkundlich genannt. Er avancierte rasch zum engen Vertrauten von Ludwig IV., dem Bayern. Urkunden belegen seine Nähe zum König, zum späteren Kaiser. Bei zahlreichen Reisen begleitete ihn Konrad, stand ihm als Zeuge und Berater zur Seite. Die Schlacht bei Ampfing, Ruhm auf dem Schlachtfeld. Konrad II. War Reichssturmbannerführer in der Schlacht bei Mühldorf bei Ampfing 1322, wo Friedrich der Schöne von Österreich, Gegenkönig von Ludwig IV., geschlagen wurde. Als militärischer Führer zeigte er Mut und strategisches Geschick. Macht und Besitz von Konrad. Lehen, Burgen und Städte. Konrads Dienste wurden mit bedeutenden Lehen belohnt, zum Beispiel dem Lehen von Grüningen, heute Markgrüningen in Baden-Württemberg, was dem Reichssturmbannerführer zustand.
Als ihm dieses durch Württemberg abgesprochen wurde, erhielt er eine Entschädigung von 6.000 Pfund Haller, ein enormer Betrag. Die Herrschaft in der Fränkischen Schweiz. Sein Territorium umfasste ca. 2.700 Quadratkilometer. Eine Fläche so groß wie das Saarland. Es reichte im Westen von Schlüsselfeld bis nach Bressart im Osten und von Süden von Neuenhof bei Lauf bis Stübig bei Bamberg im Norden. Konrad II. Von Schlüsselberg gehörten 3 Städte, 17 Burgen. Er hatte Besitzrechte an weiteren 7 Burgen sowie Einfluss auf 72 Orte. 25 niederadlige Familien dienten ihm direkt, weitere 39 waren seine Lehnsnehmer. Geleitrecht und Gerichtsbarkeit. Mit dem Geleitrecht über die Fränkische Schweiz, über das Gebirg genannt, verfügte Konrad über eine lukrative Einnahmequelle. Auch die hohe Gerichtsbarkeit und der hohe Wildbann standen ihm in seinem Gebiet zu. Eine Machtausdehnung, die die benachbarten Fürstbistümer alarmierte, vor allem als er für sein Territorium die Landesfreiheit beanspruchte. Konflikt mit Kirche und dem Burggrafen. Das politische Umfeld. Die Bischöfe von Würzburg und Bamberg, Brüder aus dem Haus Hohenlohe, sahen in Konrad zunehmend eine Bedrohung. Ebenso verhielt es sich mit dem Burggrafen von Nürnberg, wohl familiär verbunden. Seine Schutzstellung jüdischer Gemeinden in seinen Städten trug zu weiteren Spannungen bei. Der Kirchenbann. 1324 gerieten Konrad und Ludwig der Bayer in den Bann der Kirche. Ein Zeichen ihrer engen Verbundenheit, aber auch eine Bürde, die Konrads Schicksal 1347 mitbestimmen sollte. Der letzte Kampf. Belagerung der Burg Neidig. Die Fehde. Im Jahr 1346 wurde Karl von Mähren, König von Böhmen aus dem Hause Luxemburg, zum Gegenkönig Kaiser Ludwigs IV. Gewählt. Die Fürstbischöfe von Würzburg und Bamberg, dem hochadligen Haus Hohenlohe entstammend, unterstützten umgehend den neuen König. Angesichts des bestehenden Kirchenbanns gegen Konrad II. Von Schlüsselberg ist davon auszugehen, dass sie diesen beim Luxemburger anschwärzten, um eine Parteinahme zu seinen Gunsten zu verhindern. Ziel war es, den einflussreichen reichsfreien Ritter zu isolieren und ihn politisch wie militärisch zu schwächen. 1347 erklärten die Fürstbischöfe von Würzburg und Bamberg Konrad die Fehde. Der Burggraf von Nürnberg, Albrecht der Schöne, schloss sich an. Truppen fielen in Konrads Herrschaftsgebiet ein, belagerten Burgen und zerstörten die Burgen Rodenstein und Thünfeld. Der Burgstall Rodenstein bei Heiligenstadt in Oberfranken. Der Rest des Wasserschlosses Thünfeld bei Schlüsselfeld. Im Gegenzug brandschatzte der Schlüsselberger Vasall Ulrich Stübig I. von der Burg Betzenstein aus das Bamberger Gebiet, darunter das Dorf Weidach. Die Belagerung von Neidig. Im Spätsommer 1347 begannen die Angriffe auf Burg Neidig. Trotz fortgeschrittenen Alters verteidigt Konrad II. Seine Burg persönlich. Es kam zum Einsatz von Blieden, Wurfmaschinen, mit denen die Mauern und Türme beschossen wurden. Auch Blieden zur Verteidigung der Burg durch die Belagerten sind belegt. Schauen wir uns die Burg Neidig und deren Befestigung etwas genauer an. Hier das Modell der Burg Neidig, wie sie zu Zeiten Konrads II. Ausgesehen haben könnte, im Fränkischen Schweizmuseum in Tüchersfeld. Zur Befestigung der Burg Neidig bzw. deren Schwesterburg Streitburg gehörten weitere kleinere Burgen auf den Hochflächen und auch im Tal. So findet man in der Niederfellendorf einen Ansitz in Wöhr an der Wiesent, einen Sitz Wartleiten, sogenannte Oberes Eck, direkt oberhalb der Neidig gelegen. Weitere Burgen bzw. Ansitze waren in Rothenbühl, Rhein-Meusel und der Burgstall Kulk. Alle diese Burgen dienten zur Absicherung der Festung Neidig.
Die Luftbildübersicht verrät uns heute noch die Ausmaße der Burg Neideck, die mit ca. 230 Metern Länge und ca. 70 Metern Breite, also mehr als 16.000 Quadratmetern, zu den größten Burgen Frankens gehört. Links, also nahezu ganz im Westen, die Hauptburg, die schauen wir uns noch genauer an, gefolgt von der zweiten Vorburg und schließlich der ersten Vorburg. Schließlich der erste Graben, ganz im Osten, etwa in der Mitte zwischen erster Vorburg und zweiter Vorburg, der zweite Graben und nochmal ein sehr tiefer, breiter Graben vor der Hauptburg. Die Ringmauerreste verraten, dass die Burg komplett ummauert war. In den Vorburgen sind leider nur noch wenige Gebäudereste erhalten. Die Geschützrondelle in der zweiten Vorburg entstanden erst im 16. Jahrhundert, also waren zur Zeit Konrads II. Von Schlüsselberg nicht vorhanden. Hingegen der Geschütztürme war die Schildmauer der ersten Vorburg mit Wehrturm oder Wehrtürmen zur Zeit Konrads vorhanden. Wahrscheinlich hat er sie sogar erbauen lassen. Nicht nur der Steinraub machte die Burg Neideck zur Ruine, sondern auch ein Steinbruch, ein Marmorsteinbruch, sorgte dafür, dass weite Teile der Burg verschwunden sind. Schauen wir uns die Hauptburg genauer an. Der dritte Graben direkt vor der Hauptburg mit Brücke und Zugbrücke zum Torhaus bzw. zum Torturm. Die Gräben geschlossen mit Mauern, auf denen Wehrgänge vorhanden waren. Eine Schildmauer schützte die dahinterliegenden Gebäude. Eine kleine Bastion, vielleicht schon für Handfeuerwaffen, aber mindestens für Armbrüste. Der Küchentrakt, allerdings wahrscheinlich erst aus dem 15. Jahrhundert. Vorher waren ja normale Gebäude, wahrscheinlich auch eine Küche. Nochmals eine kleinere Schildmauer mit kleinerem Tor. Das markanteste Gebäude, der Wohnturm, quasi hufeisenförmig, bei dem heute ein Stockwerk fehlt. Also er hatte wahrscheinlich 4 Stockwerke und noch ein zusätzliches Fachwerkgeschoss. Ein Zwischenbau, wahrscheinlich auch mit Wohnräumen oder auch einer Küche. Und natürlich auch ein Kapellenbau. Das sogenannte Brunnenhaus, das aber eine Zisterne beinhaltete. Und letztendlich nochmal ein Wehrturm etwas höher gelegen, der auch wieder die innere Hauptburg schützte. Kehren wir zurück zu Konrad II. Von Schlüsselberg und der Belagerung der Burg Neideck. Die Burg Neideck wurde von Konrad von Schlüsselberg, mittlerweile 70 Jahre alt, vehement verteidigt mit seinen Mannen. Es wurden Blieden herangebracht, also Wurfmaschinen, und die Burg mit großen Steinen beschossen. Der Tod des Reichsritters. Am 14. September 1347 trifft ein Wurfgeschoss den 70-jährigen Konrad tödlich. Seine Mannen ergeben sich. Die Hoffnung auf Entsatz durch Verbündete zerschlug sich. Weder der Kaiser Ludwig, er stirbt im Oktober 1347, noch verbündete Städte wie Nürnberg oder Rothenburg ob der Tauber, noch die verwandten Landgrafen von Leuchtenberg kamen ihm zur Hilfe. Das Ende einer Dynastie. Begräbnis und Nachwirkungen. Konrad wurde, dann noch im Kirchenbann, außerhalb der Klosterkirche Schlüsselau beigesetzt. Ein einfacher Gedenkstein erinnert heute an ihn. Die Bistümer und der Burggraf teilten das Territorium unter sich auf. Konrads Töchter wurden finanziell abgefunden, das Geschlecht erlosch in männlicher Linie. Die erbberechtigten Landgrafen von Leuchtenberg erhielten die östlichen Gebiete des Schlüsselberger Territoriums, wie den Ort und die Burg Betzenstein. Das spätere Amtshaus und die Klosterkirche zu Schlüsselau. Ein bleibendes Vermächtnis. Konrad II. Von Schlüsselberg war kein Raubritter, sondern ein visionärer Territorialherr. Seine Geschichte zeigt, wie ein edelfreier Ritter zu großer Macht gelangen konnte und wie diese Macht ihn letztlich zum Ziel seiner Feinde macht. Fazit:
Ein wahres Heldenepos eines mittelalterlichen Reichsritters. Konrad II. Von Schlüsselberg war ein Mann seiner Zeit, klug, mutig, ehrgeizig. Er stellte sich den Großen seiner Epoche entgegen und vertraute auf Ritterehre, Bündnisse und den Kaiser. Am Ende wurde ihm seine Macht und Unabhängigkeit zum Verhängnis. Doch sein Name bleibt, ein Symbol eines Ritters, der dem Reich, nicht der Kirche, verpflichtet war. Es gibt keine Darstellung von Konrad II. Von Schlüsselberg. Vielleicht sah er ja wirklich so aus, wie sich die KI das hier vorstellt. Gesichert ist das Wappen der Schlüsselberger, einmal ein Schlüssel und einmal ein Schlüssel auf einem Dreiberg, wie es hier zu sehen ist in der Klosterkirche zu Schlüsselau. Damit sind wir am Ende einer Story über einen Helden aus dem Mittelalter, dem die Machtverhältnisse zu Verhängnis wurden. Also ein richtiges Ritterepos, wie man es sich vorstellen könnte. Danke fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel, alias der Burgenmeister. Und nie vergessen, abonnieren und folgen ist kostenlos.